Goedemorgen. Ik begrüße u im Namen Jesus Christus, ons Herr und Heiland. Vandaag morgens, je wordt een thema dat vielleicht in de bulletin al gezien heeft, wat mij aangeeft van te reden als de Kampf in het familieleven. We zijn dat vandaag zeer veel, dat er een grote Kampf is in het familieleven. We worden zijn vandaag door de Gott zien woord nu, dat het niet staat aangereicht wie Gott hat dat niet staat wil, dat we niet inzien willen, dat de families zo'n grote Kampf hebben. Maar we hebben een jena wat de wel dat verdorben, wat Gott gemerkt hat. Wir wollen das sein, nur Gott sein Wort hier von der Samaris. So das, was ich will von reden, von der Familie und das, was da angehend an der Familie sagen, hauptsächlich vielleicht von morgen früh in der Einheit, dass da so viel Aru ist in der Einheit von der und auch. Wir wissen, dass Gott hat die Einheit angeführt, er mögt morgen früh und braucht der Taub, am Taub zu leben, und dass sie soll eine Halb sein, einer für den anderen. Das, was die Hauptsache soll sein. Und wo durch das Familienleben anfängt auch, wenn er das Taub gebracht hat, so fängt das Familienleben auch an. Und er sehen ihn, Gott sehen die Menschen, die Einheit. Aber die Feind, der will das probieren zu verdorben. In 1. Mose 1, Vers 47, da lesen wir, in Gott mögt Menschen, die so wären als Hei, nur sein Plan, er mögt Mannsmensch und Frühmensch. So das ist, was sein Plan wird, nur sein Plan, nur gleich das mögt er. Und er sehen die und sagt, möcht ihr Kinder haben und jünt über die ganze Erde vermehren. Und über die Erde regieren, die sollen Macht haben, über die Fische im Meer, über die Vögel in der Luft und über alles, was da auf der Erde lebt. So das ist, was Arbeit wird. Gott hat eine Arbeit abgegeben, dass sie sollen regieren über ganz alles, was er gemerkt hat, Tieren und alles. Da hatten sie die Macht über gekriegt und das, was sie sollen tun. Und so Gott checkt sich das an, er sagt, dass wir gut, was er getan hat, was er gemerkt hat, dass wir gut, er hat das gut angereicht und gut gemerkt. Das sagt in 1. Mose 1, Vers 1 da, das sagt, in Gott sagt, was er gemerkt hat. Also er checkte nur, was er gemerkt hat, und er sagt, was er hat, und er sieht, dass das gut wäre, dass wir sehr gut. Und dann oben in Morgen vergingen, und dass wir das 6. Tag, dann hat Gott Menschen gemerkt. Und er checkt das an, er sieht, dass wir sehr gut, er hat das gleich gemerkt, dass er das wollen, nur sehen will nur. Aber wir wissen, dass der Feind, der checkt auch nur, der beobachtet auch alles, was da passiert und was gemerkt wird. Der Feind sagt, was Gott gemerkt hat, und er kann das nicht leiden. Vor allem wird das nicht, was Gott ist. Gott sagt vor allem, dass wir das nicht checken, dass wir Gott, aber der Feind checkt auch nur, er sagt, dass wir nicht Gott. Vor allem wird das nicht, was Gott ist. Weil alles, was Gott tut, wenn das nach das, gleicht der Feind nicht. Das kann er nicht leiden. Du hast der sehr jäh. Und wir wissen auch, der Feind, der gleicht nicht der Einheit. Der kann der Einheit nicht leiden. Weil es dort als ein Bild von Christus in der Kirche. Und der Feind, der gleicht auch nicht Families, weil es Gott das so angereicht hat. Er hat das so angeführt. Dort morgen und früh sollen eine Familie haben und der Feind, der gleicht das nicht, weil es dort von Gott wir. Und der Feind, der gleicht dort nicht Christen. Der gleicht nicht christliche Menschen. Weil es dort zu Gott seine Familie hier und da. Und das sind Gott seine Kinder. Das kann er nicht leiden. Alles, was Gott getan hat und gemerkt hat und nach der, das kann er nicht leiden. So, wir wissen, dass der Feind, der fängt an, als Gott hat Menschen gemerkt, Adam und Eva gemerkt hat, dass er den Typ gebracht hat, da fängt der Kampf meistens los, daher dort, wo der Kampf anfängt. Wir wissen, dass Gott hat Adam eine passende Person gegeben, gemerkt, dass er soll eine Haupt sein für ihn. Und erstlich sagt er, dass wir alles gut, was er gemerkt hat. Gott sagt, dass es sehr gut wird, aber die wird einer zwei, was nicht gut wird. Erstlich am Anfang hat er noch bloß Adam gemerkt, einfach wieder noch nicht. Adam hat eine große Arbeit, was er ihm abgegeben hat. Er sollte im Garten nur sein, dass das alles abrechtig wird. Und auch den Tieren Namen geben und alles was er will nehmen, das würde sein. So würden die Tiere einen Namen haben. So eine Arbeit hat Adam gekriegt. Aber dann checkt Gott das an und er sagt, da wird einer zwei, was er noch fehlen darf, was er nicht gut wird. Ich sehe, das wird alles gut, was er getan hat, er gemerkt hat. Das ist Adam, danach bloß wir. In 1. Mose 2, Vers 18 sagt er, in Gott der Herr
sieht, dass es nicht gut, dass der Mensch allein ist. So er sagt das hier an, dass der Mensch, dass wir gut, dass wenn wir Gott haben am Halten. So er sagt, dass wir nicht gut, dass er allein wird. Er sagt, eigentlich, wo wir merken, dass am Halten, der am Posten wird. So wie kann das sein hier, dass er sagt, dass der Mann, den fehlt eine halb, der wird halb fehlen, und das, was er tun soll. Und so haben wir eine passende Person verarmt. Haben wir einfach verarmt, dass wir die passende Person verarmt haben, zu einer halb. Und gleich als es von der Tag heute nach, ich habe uns Partner uns gegeben, zu einer halb. Und wir wissen nicht, was da passieren wird, meist wird es Lothar darauf, dann kommt die Schlange auch im Garten an und er probiert die zu versegnen, Adam und Eva zu versegnen, dass sie sollen von der Frucht essen, was Gott verboten hat, was sie nicht essen sollen. So, durch kommt der im Garten an und probiert die zu versegnen. Er versucht die auch. Und die Feinde können einfach bereden, dass sie soll von der Frucht essen und sie deut. Sie nimmt von der Frucht und eit davon. Und das ist, wo der Ari anfangen hat, als sei ich worden von der Frucht gegessen. Dann gibt es eine Scherung zwischen, oder eine Trennung zwischen Mensch und Gott. Dann kommt der Ari zwischen Adam und Eva auch in Gott. Da kommt Uneinigkeit und Ari dazwischen. Und das fängt dann an, dass die einer den anderen beschuldigen, was sie getan haben, einmal den Nächsten die Schuld geben. Hier fängt es am Anfang das all an. Eva gibt Adam die Schuld und Eva gibt die Schlange die Schuld und Adam gibt Eva die Schuld, wo sie das getan haben. So der Ari, die kam dort dann auf Fuß im Garten an. So das ist, wo die Trennung anfängt, wo der Ari zwischen den Kämen auch wo eine Trennung wird zwischen Menschen und Gott. So sie fangen einer den anderen zu beschuldigen. Und sogar Gott, hier sieht man, dass wenn sie sogar so Gott beschuldigen, und besonders Adam, das sagt in 1. Mose 3. Kapitel, wenn wir da hingehen, in Vers 12, sagt er, der Mann sagt, die Früh, die du mir gibst, gib mir von der Frucht, von dem Baum in ich uit. So hier sieht man, dass du hast mir da die Früh gegeben, dass du ich von dieser Frucht eten deut. Dat is die Früh, die geeft mir von der Frucht. So Adam sieht, dat is die Früh, die mir geeft. Vielleicht hat er sogar gesagt, man hat nichts gesagt, wie sich dran genommen, dass der hat es nicht mitgebracht, dass der hier Mittag im Garten schlafen soll, würde er mich vielleicht nicht verschuldigt haben. Ich weiß nicht, was er gesagt hat, aber ich dachte mir, vielleicht hat er dann nach einem Vertrag gesagt, dass man das nicht von der Früh wird, dass du mir gegeben hast, dann würde es nicht passiert sein. So bloß der Früh die Schuld geben. Und wir wollten nicht, die Feinde prüfen, der haben wir gleich so. Die prüfen haben wir gesagt, wir das auch soll je tun, einmal den Nächsten beschuldigen. Dass der Mond jede Früh hat, und der Früh jede Mond, und je habt eine Uneinigkeit, und dann ist der Arü in der Eihei. Und das, was der Feind will, er will prüfen, dass der Uneinigkeit in Arü in der Familie ankommt, zwischen ein paar Lied, ein paar Eihelied. Und das, was sein Ziel ist. Und wir sehen das von der so viel, da ist so viel, sonst dort so viel Arü in der Ehe sind, wo die einer den anderen beschuldigen hat, in der Kampf, der fängt an und der kann sich nicht eingehen. Und so Adam gibt die Früh die Schuld, er gibt Eva die Schuld, beschuldigt ihn, dann sieht Gott, dass wir da was getan haben, der Schuld wir hat. Und dann sieht Gott in 1. Mose, der 3. Kapitel, Vers 13, und Gott, der Herr, sieht zu der Früh, was hast du bloß getan? Und sie sieht, der Schlange mögt mir was fair. Und ich uit, so hier, dass sie der Schlange die Schuld geben, dass wir der Schlange seine Schuld, woran sie von das gegeben hat. Sie hat nicht selbst sich der Verantwortung auf sich selbst nehmen, sondern ich weiß, ich habe auch getan, und ich uit von daher, und ich habe nicht Schuld über, nur sage ich bloß, dass wir der Schlange was getan hat. So wollen wir damit beobachten, und als es von der und da nicht haben, gleich ist dort, einmal den anderen die Schuld geben. Wir haben eine schwere Zeit, dort tauscht tun, wenn wir Arbeit getan haben. Wenn wir was getan haben, was wir nicht heute sollten, und dort tauscht tun, das ist von der, das meisten einmal gesagt, das ist schwer, das braucht Demut, und was wir oftmals nicht haben. Wir sind tauscht alt, haben tauscht tun, dass wir haben Arbeit getan. Wir sind am Arbeiten. Wir geben den Nächsten einmal die Schuld. So, das schaffen der haben wir gleich so, die Feindhaften haben wir gleich das all gemacht, über Menschen, als sie dann am Anfang gehört, da fängt das an. So, wir proben allgemein einmal ans Partner, den Nächsten die Schuld zu geben. Das ist einmal ans Partner seine Schuld.
Worum Ekstasie ist, ich sehe, alles, was da passiert in meinem Leben, das ist wenn's du, das ist wenn's deine Schuld. Vielleicht sogar, das seien sie vielleicht, wenn sie nicht immer so leicht da. Ich war leicht da über eins, was als wenn's, dass du das hast, dass du das. Oder was immer Dinge, was wir tun, dann immer die Nächsten beschuldigen, dass wenn's die, dass ich das dort sehe, dass ich das da oder dort da. Plus haben wir die Schuld gegeben zu den Nächsten. So, das ist nicht, was Gott sein Plan will. Gott sein Plan für morgen und früh wird, dass sie sich in Einigkeit, in Leib, in Frieden, taub leben können. Und dass sie sich einer dem anderen können helfen, dass sie können helfen sein, einer für den anderen. Das, was die Hauptsache wird, was die Ursache wird, dass sie sich können, einer den anderen helfen, in Leben, in taub leben. Und ich weiß, dass für mich selbst, wenn ich ein bisschen denke, mir fehlt das ab ihrem sehr neidig und helper. Und ich sage Gott Dank, dass er mir einen Helfer geschickt hat, wo wir können taub leben, dass wir uns einer den anderen können helfen. Und oftmals, wie meint damit schaffen, wie man damit arbeiten. Und es ist Gott sein, dass es nicht gut, dass der Mann allein wird. Dass der Mensch allein wird. Und ich sage, wo wir merken, dass wir am Helfen und in der Welt eine passende Person sein. Und gleich so habe ich uns auch einen Partner gegeben, dass Gott sein Plan, dass wir uns eingehen können, dass wir uns gut sein, dass wir schaffen können, dass wir arbeiten als Partner. Zum Helfen, einer den anderen helfen. Und so, das ist nötig, dass wir zwei sind, haben wir euch. Der König Solomon sagt auch in Lieder Vers 9, er sagt, zwei sind es besser als allein. Die haben einen Schein gehen in dort, was sie tun. Und ich kann hier auch mal sagen, ich weiß, wenn ich meine Freunde mal an ein Projekt angehen, wo wir schaffen, wo wir tun können mit schaffen, und wenn wir dann nicht fertig sind, dann dadurch, wenn wir schaffen, dann reden wir nochmal davon, wo scheint das ja? Das scheint taub schaffen, viel besser als allein. Und das soll auch sein, wir sollen sein, einer zu den anderen, das ja scheint, dass wir taub schaffen können. Wir sind Partner, wir sind Helfer einer für den anderen. Und das, was Salomon auch sagt, er sagt, dass später, wenn sie alle zwei sind, als allein sind, dass dort kann da einen Schein gehen, kann dort haben, was sie tun. So, und Gott hat uns klar gesagt in seinem Wort, wo wir schaffen soll, einer hier in den anderen. Wir haben sehr verändert erschaffen in Gott sein Wort in der Bibel. In der Epheser, der 5. Kapitel, da lese ich von, wo wir als einer hier in den anderen sollen sein. Das fängt hier von Epheser 4, Vers 24, ich an von den Mann. Sagt, Manna, seht ihr nicht früher, gerade so gut als Christus seine Gemeinde gut wir, in sich selbst für eure Handgebendheit. So, das sagt der Mann, wir als Mann, wir sollen unsere früher so gut sein, dass Christus sich gut werden, dass sich sein Leben haben für die Gemeinde. So soll wir unsere früher sein, wir sollen wollen sein, uns Hand geben, ganz Hand geben zu unsere früher. Sogar uns Leben Hand geben, wenn es soll darauf ankommen oder wird fehlen. Dass wir sollen red sein, ut live uns ganz Hand geben, sogar uns Leben Hand geben, wenn es soll kommen oder das soll fehlen. Aber zu aller Zeit, so soll wir red sein für unsere früher, das soll wir live tun. So viel Life soll wir für uns Partner haben, dass wir uns für eine Hand geben zu unseren Frühes. Man sagt in Vers 26, dass er heiligen kann, als er erst mit der Wut so als mit Wut gewaschen hat. Das, was Christus zurückgekriegt hat, dass er in seine Ehe nicht plagig oder verknüpft oder herrlich und ausschuldig wird. So eine große Liebe soll wir haben für uns Frühes, auch für unsere Partner, so als Christus der Gemeinde so gut wir in sich handelt, in alles. In so einer Liebe ist von der guten Nachweis. Wir sehen das gleich in so viel Einheit. Da sind sehr viel, was da sind, aber da sind in so viel Einheit, wo sich Leute verdorben von den Feind, wo der Feind geroden ist, wo der gekommen ist, und der versteht die Einheit, dass er nicht kann waschen, dass er nicht kann live sein, und dass er nicht kann taub schaffen. Das ist, wo der Feind arbeiten wird. Aber wir sollen so eine große Leib haben für unser Frühes, als Christus der Gemeinde Gott wir in sich handelt. So soll wir auch. Das ist, was Gott sein Plan ist. Sein Plan ist, kann man nicht erwarten, dass so viel Arü sein in der Einheit, als der erst von der und auch. Besonders von der und auch spät sich so, dass was immer Jere war, immer Dollar und immer Euro.
En dat je roet in de gemeenten en de kerken en alle wegen zijn we dat vandaag. En dan dacht ik zo, ik vroeg mezelf, je weg mijn leven aan voor mijn vrouw? Oder zei wie bitte, hij je moet je leven aan je voor je vrouw? Nichts als Adam deed. Ich dachte, wenn wir von Adam lesen und du am Garten bist, dass einfach versagt wird von der Schlange, soll von der Frucht eten und sie jeff auch an und deed von der Frucht eten. Wir sehen nur nicht oder lesen nur nicht, dass Adam seine Früh beschützen deed und probiert auch zu bewahren von den Feind, von denen sie plonen. Wir lesen nicht davon. Was deed Adam? Er hat gesagt dafür sein, dass seine Früh nicht soll von den Feind so viel versagt werden, dass sie muss angeben und von der Frucht eten. Er hat sein Leben sollte gegeben haben dafür, dass seine Früh wohl beschützt blieben. Aber wir lesen nicht davon. Adam deed nicht dort, was er hat sollte und mein Sein und mein Verstand noch. Er gibt nicht sein Leben haben für seine Früh. Seine Früh, die wurde versagt und sie gibt an und nahm von der Frucht und gibt sogar Adam auch noch von der Frucht eten. Und er nahm von der Frucht. So wo wird Adam in der Zeit? Er wird Ram, das sagt, dass er nahm auch von der Frucht, sie gibt am von der Frucht eten, der wird wie arm wie er. So Adam wird wie er. Und dann Luther dann hier wird Gott zu Adam sein, denn wird die Folgen davon wären, dass sie von der Frucht gegessen haben, dass er hat von der Frucht gegessen. In 1. Mose 3. Kapitel, Vers 17 sagt er, unter den Mond sagt er, du hast von dem Baum gegessen, von wo er bestellt hat, dass du dann nichts sollst von eten. Wo ich mein Wort geben, dass die Erde nicht so viel drehen wird, die ganze Leben lang wirst du schaffen machen, dass du was genug zu eten sein für jünd. So dass hier sich so, dass als du nicht mal Gott versorgt, nicht mal so sehr für ihn, dass er ich würde gehört haben, als sie von dieser Frucht gegessen haben. Gott würde für ihn versorgen, alles wird empfehlen, dass aber nu wenn es nu wie das Fluch ab ihn gekommen, dass sie mussten selbst für lebenslang dafür schaffen, dass sie genug zu eten haben. Das ist, was die Folgen davon wären. Nu müssen sie schwer schaffen und sorgen für dort, was empfehlen, dass sie genug zu eten haben. So, und wenn Adam nicht hat von der Frucht gegessen oder wenn er seine Früh hat beschützt, von der Frucht zu eten, dann würde das nicht passiert sein. So, Männer, da hat wirklich, eine große Verantwortung in der Ehe, dort zu tun, was Gott will haben. Da hat eine große Abgabe von Gott, der Frühes zu beschützen und zu leben, so als Christus die Kirche lebt. Und das ist nicht bloß der Mann, der Früheste hat auch gleich das Salje zu tun. Der Mann sich auch handgeben zu der Früheste, oder der Mann. In Vers 24 redet das von dem Mann, aber wenn wir kicken nur, Epheser 4, Vers 2, trägen nur Vers 2, das sagt dort von der Früheste auch, das sagt das Salm der Bad. Also ihr seht einander Gott, so als Christus uns Gott wir, in sein Leben für uns abfahrt aus einem scheinen Geruch und den Gott einen gefallen hat. So das, wo Gott einen gefallen hat, dass sie alle bad sich so sehr leben, denn sich handgeben, denn sich Christus sich handgegeben hat. Das ist nicht bloß für den Mann, in Vers 24, oder Luther in Vers 24 sagt, das für den Mann, und in Vers 2 sagt, dass die alle bad, die früh auch der Mann sollen alle bad, weil sie sich handgeben, sich zu leben und sich zu einigen. Und das ist, wo Gott einen gefallen hat, sagt er, das, was Gott gefallen hat, von der Einigkeit in der Ehe ist, und die kann Partner sein und auch schaffen, sich einer den anderen helfen, wo Help fehlt, insofern fehlt das. Das fehlt einer an den anderen. Wenn wir uns wollen tauschen, wenn wir uns wollen Mädchen und tauschen und sagen, hey, mir fehlt Help, musst du mich hier helfen oder da helfen, oder wo fehlt das nicht an Rot? Einzig, da fehlt einem Rot Entscheidung mehr, und wenn er will, welche Entscheidungen mehr, und dann dort tauschst du und sagen, hey, ich weiß nicht mehr, was ich soll tun hier, wirst du mich mit Rot geben, was läufst du? Was sage ich gerade zu dir, was wir wollen sollen tun in dessen Tauschstand? Und dann so fern hat der früher sehr feiner Rot, wenn wir wollen dann dort annehmen, was er uns für Rot geben tun. Und das wird Gott die morgen früh gebracht hat, auch, dass er sich einer den anderen helfen. So, und Gott will haben, die Einheit soll Gott schaffen, die sollen sich leben, die sollen keinen Tag schaffen, und dann noch einer zu haben, dass die Einheit soll rein bleiben und herrlich bleiben.
Dat morgen früh sollen treu blijven einer zu den anderen. En dat die sollen rein blijven. In Hebräer 13, Vers 4 redet von der Einheit, wo die soll rein blijven. Da sagt der Einheit soll bei alle in ihren gehouden worden. En dat Einheitbad soll rein blijven. Wils Gott wordt de Hörer Einheitbrecher rechten. En zij vergen erst dat we eens Hörerie en alle und so wat er her, wat de Einheit vereinigt wordt. En doordat geeft het ook aan, geeft het Spolungen en Anvrede en Einigkeit in der Einheit. So hij zegt, er soll rein gehouden worden, die soll rein blijven. En door als van der dag, als er zoveel weh, wo die sich kan veroordelen, zoveel amoralische dingen, wo die mensen verskloofd worden van der dag, wo we van hier doen. Dat zijn veel dingen, wat dat kan doen, wat de mensen kan aanmerken, wo sie kan antrouw blijven, antrouw worden te ihre partners. Bij ons amoralische dingen, als dat bij ons pornografie. Van der dag hebben we zoveel mannen wat verskloofd zijn aan pornografie. Oder Jugendlast oder Fleischeslast oder was immer das mag sein. Wir kennen verschiedene Dinge, wo wir hier mitnehmen, was die Ehe kann verarrangieren. So wir haben hoch Ursache uns zu beschützen von allen unmoralischen Dingen, die da kommen ans Leben und ans Eheleben besonders. So wir sollen uns beschützen, wir wollen einer von den anderen. So was der Herr sagt, kann sehr viel Schulden Unrechten und zwischen morgen früh. In auch in der Familie, oftmals dann kommt das in der ganzen Familie nennen, wo Kinder noch in der Familie auch sein, dann kommt das wo der morgen früh sich so einig waren, dass sogar die Kinder, die sind in der Familie auch, die fangen an zu feilen, dass du als something nicht ganz recht zwischen Mom und Dad, und dann gibt es da Arü und Anfried, und können Leib davon fort, haben sie nicht mehr Leib einer für den anderen. So dat die ganze Familie hindern. Und das wird wie als Männer besonders, ich glaube, wir Männer haben eine große Verantwortung, dass wir die Familie beschützen. Wir als Männer, wir sind sozusagen, wir sind ein Charme über die Familie, über das Heim, dass nicht soll anfrieden, dass die Feinde nicht kann allerhand Anfrieden anbringen in der Familie, und andere in der Familie anbringen. So wir als Männer, ich glaube, wir sind verantwortlich dafür, das zu sein. Und wenn die Männer verskloofd worden mit so einer allerhand Jugendlasten, Fleischeslasten, sie wieder, wo die nicht kicken, wo sie nicht sollen nicht kicken, die Schrift sagt, die Jugend, das ist das Fenster zu der Säule. So das kann das verarrangieren. Und so das ist wirklich nötig, dass wir uns beschützen, bewahren, für was wir in unserer Seele anlassen, durch unsere Jugend. Hier hat er auch erfahren, er hat auch ein Problem gehabt mit dort, aber hier sagt er, dass er sich selbst bereden, dass er nicht in dort kicken, wo er nicht soll nur kicken, nur früh ist, was er nicht am Gehirn deuten. Und hier hat das 31. Kapitel, Vers 1 sagt, ich habe das mit meinen Jugend fast bereden, dass ich nicht nur unbefriedet mit allen kick. So dass er nicht für so eine Frühmenschen kicken, ab so einer war ich, wo er nicht keine Freiheit hat, nur die kicken, ab den war ich. So er sagt, das muss fast bereden, also mit seinen Jugend bereden, dass er nicht für die frühes kicken, ab so einer war ich dort, nur so eine frühes. So dass es nötig, dass wir abpassen, wo wir andere Frühmenschen beobachten, bekicken. In 1. Timotheus sagt Paulus zu Timotheus, wo sie sollen andere Menschen kicken, wo sie sollen sich verholen gehen andere Menschen gehen Frühlied besonders. Das heißt, ältere Frühe sollen sie das Mittag ankicken, in jüngere Frühe aus Sastren. Und er sagt, dann hol deine Gedanken rein. So mit reinen Gedanken sollen sie mit dir umgehen. Nicht mit rechten, schwinschen Gedanken, sondern eine Frühmenschen kicken. Vielmal sagen wir vielleicht, bloß kicken nun ein Frühmensch, was du mit erreicht. Ich hatte nicht angeschaut oder eins, was du tun, so was erreicht, wenn ich dir bist bekicken da. Und wenn die Gedanken, den weiß sein, wenn sie bist kicken da, dann hat die kein Wort Schulden angetan. Aber Gott sein Wort sagt ganz anders. Wenn wir kicken, was Jesus selbst sagen, in Matthäus 4,
Vers 27 sagt er eerstlich, je hat gehört, dass dort in der alten Zeit gesagt wird, du sollst der Ehe nicht brechen. So habe Gott wieder etwas sehr wichtig, der Ehe soll nicht gebrochen werden. Das, was in der alten Zeit gesagt wird. Dann sagt er, über ich sei über Jünd, ne ich sei Jünd, wer im Frühmensch dort ancheckt, dass er haben möcht, hat bei sich im Hort all mit der Ehe gebrochen. So in der Wirklichkeit sein, was die denken, das ist das, was die wollen wollen. So, wenn sie das so ein weiches dort beobachten und bekennen, dann sagt er, bloß dann hast du all, bloß da hast du nicht gekickt, so ein weiches dort, dann hast du all der Ehe gebrochen im Hort. So, das ist wirklich, das ist wichtig. Der Schrift sagt, der Ehe bad soll rein bleiben. So nicht mal mit Gedanken, ab so ein weiches dort und Frühmensch kicken. So, das ist wichtig, dass wir abpassen tun, wo wir andere Menschen beobachten tun, wo wir andere Frühmenschen, Frühlied beobachten tun. Wo wir kein Reich haben, den wir nötig hätten. So, in das Alte Testament lese ich von, dass wir wirklich sehr ehrens, sie haben ein sehr strenges Gesetz gegeben, wenn eins für die Ehe brechen tun. So eine Person ist dort, die gefangen wird bei einem Ehebruch, der soll totgemacht werden sogar. So, da hat eine strenge Lehre dafür. Und Gott wieder bei ihm sagt, 5. Mose 22, Vers 22, da sagt das ganz klar. Wenn die fingen dort ein Mann mit einem anderen Mann seine Früh licht, dann sollen bei dem Mann auch der Früh totgemacht. So soll die so ein Beisitz von manches Volk utroden. So hier sagt er, das ist Beisitz, das soll rückgerot werden, manches Volk. So, ich habe Sinn verstrengt, dass in der Zeit wirklich wir. Und man denkt dann, als es von der anders, dass Gott nu, don't ja, als von den Menschen das so tun? No, Gott ist dann haben wir gleich zu sehr jen, als haben wir dort ein großes Gerät, als der gleich zu sehr jen, als dann zu der Zeit wir, als von der nach haben wir gleich so. So, wir sollen unsere Früheste, Gott uns mit gesehen hat, soll wir treu bleiben. Und auch die früheste gute Mann, wir sollen treu sein, einer zu den anderen, zu aller Zeit. Wo viel von uns, wenn wir wollen, abrechtig sein, uns mal gefragt wird, als wir uns mal verschuldigt haben damit, dass wir einen Frühmensch recht bekickt mit rechten Gedanken. Ich glaube, wir wollen, viel von uns wollen, mal enttäuscht tun, dass ich dann schuldig tun, ja. Ich habe mich verschuldigt tun. So, weil wir wirklich vorsichtig sein, wo wir unsere Frühmenschen, unsere Frühlied bekennen tun in alles, was wir tun. In alle Wegen ist das durch Films watchen oder Computer oder Cellphones, das wird alle Wege, auf so viele verschiedene Wege, als das alles möglich ist, wo sie kann, so eine Frühlied kennen ist dort, wo sie nicht keine Freiheit haben, nur die kennen will, was er nicht angehen hat. Und so die Schrift, als du sagst, diejenigen, die können klar lesen, von uns dort, wenn wir Probleme haben mit dort. In Matthäus 4, Vers 29, da sagt Jesus, es steht, wenn den erreichtet ihr, die für ihr sagt, sind, dann rietet ut und schmiedet weich. Dort ist später, wenn dort ein Part vom Körper verlässt, als wenn der ganze Körper in der Halle geschmiert wird. Ich hatte das Geschichte mit meinem verteilt, wie mal das ist ein Mann, der hat seinen Nuber beobachtet, wie er auf einmal hin über seinen Hof gegangen und auf den Staaten abgegangen, hat ein Television gedreht, ein Computer, was immer das wir kann mit verjeten. Aber einiges, er beobachtet und sieht, dass er dann hängt auf den Staaten ab und da auf einmal dann schmiert er das Hahn und verkielt er das Gescheit, dann kielt er boven den Raum, kielt er den ganzen wieder. Und ich habe 3 Hüsen und geht er den Arm und dann fragt er sie nur, was ist erreicht, was wir mit dir erreicht, ich beobachte dir, was du da hängt, was deitst du? Dann sagt er, ich will mir recht in Öl bleiben. Weil das, was der Arm hat, für uns sagt, das ist dort die Kirche, was er nicht hat sollte. So dort wird sie in der recht in Öl bleiben. Dann dachte ich so, was wird das, was wir machen tun, dass wir ab erst machen, dort Öl, was uns merkt, tun wir Kirchen, wir nicht können kontrollieren, damit wir das sein dafür, dass wir das auch ütreten tun, und dann weich davon, weich damit. So das ist wirklich sehr wichtig. Dass wir nicht sollen für uns Fleisch versorgen auf so einem Weg, wo wir nicht Kontrolle haben. Römer 13, Vers 14 sagt Paulus, es steht, laut den Herrn Jesus Christus ganz die Kontrolle über ihn haben,
und sägt nicht eine Gelegenheit, das Fleisch den Wallen zu loten. Es wollen wir das Fleisch, die Wallen loten, dann versorgen für das Fleisch, wo der nur hinterlassen hat, dann wird er sich versündigen. So wir sollen Gott ganz die Kontrolle geben über uns Leben. So, wenn Gott die gesehen hat mit einer Früh, dann sie trü. Dann kriegst du die Früh zu ermahnen. Und gebt ihnen einer den anderen. Wir haben kein Verreich uns loten, anderen seine Früh anjankern. Das nennt die Gebot, sagt ganz klar, sagt, wir sollen uns nicht den Nächsten seine Früh jankern oder irgendwas, was der nur sieht ist. So, da habe ich kein Business, und dort nicht mal an sich Gedanken da Hand bringen, Hand zu loten gehen. So, wir haben kein Reich, was wir ein Reich für haben, ist, uns selbst Hand geben, unsere frühes Hand geben, und der früheste Ermaner Hand geben, und das kein. In 1. Korinther 7, Vers 3 sagt, das ist das. Der Mann soll früh dort geben, was ein Reich hat zu kriegen, und Jud soll auch die früh den Mann. So, die sollen sich untereinander dort geben, was empfehlen wird. Und das ist kein Gun. Der früh nur den Mann und der Mann nur der früh, und das ist nichts. Auch in Sprecher 4, Vers 15 sagt, das ist das. Sie trüht die eine früh, und jaf einzig deine Leib, so als du den Wutter ut in den einen Baum nimmst. So das noch nicht hangehen, es ist bloß der früh, der Mann und der Mann der früh. Das sollen sich noch nicht hangehen, nur was empfehlen wird. So Gott hat uns einen Ehepartner gegeben, hat uns gesehen mit dort, und dort ist wirklich ein Segen von Gott. Dass wir sollen einer den anderen treu bleiben und bei dem bleiben, wo wir gehören tun. Also wir gehören einer zum anderen, nicht der andere. In Sprüche 18, Vers 22 sagt, dass wer in der Früh fängt was Gutes, und erst von den Herren gesegnet. Und ich würde auch, wie wir uns sagen, kriegst du erst etwas Frühes, was ein Mann fängt, der hat auch was Gutes gefangen. Besonders von so abreichen Männer Hand, was der treu sind, der Ernt, das ist ein Segen, der hat was Gutes gefangen, so jeder bad weh, Mann auch früh. So, aber wir sollen uns untereinander treu bleiben, uns vertrauen können, und der Feind, wir wollen nicht der Feind, der will Uneinigkeit bringen, Unfrieden ans Eiche bringen, und der will unsere Eiche verrieten und nicht bringen. Weil er kann der Eiche nicht leiden. Das wurde der Feind so sehr stark und so vermag ungehaft. Er braucht das verrieten, so sehr als er kann, wo immer er kann, und was er kann tun, und was in seine Macht ist. So, was tun wir, wenn wir Uneinigkeit in unsere Eiche haben? Wenn wir uns nicht eingehen, wenn wir uns schlimm sind gegenüber, wenn wir uns nicht verstehen können, was tun wir dann? Wenn wir unsere Verschiedenheit nicht durchreden. Probieren wir uns zu verstehen, zu können, uns durchzureden, wo wir uns uneinig sind, oder lauter bis dort tachen bleiben uns uneinig. Das wird sagt, dass wir sollen uns vereinigen. Und wir sollen probieren, die Link zu kommen mit den anderen, und wenn wir schlimm sind, wir sollen unsere Verschiedenheit probieren zu merken und das traurig zu merken. Und jemand, der vielleicht sogar sagt, wir uns rein, ganz doll, und der Tag kämpft im Eng, und wir leiden an den Stuhl, drehen uns vielleicht in den Regen an, es wird noch sogar, und schlucken an. Am nächsten Tag so morgens, dann stufen wir ab, oder wachen wir ab, dann ist das Problem noch krank, du hast es noch gleich vorher gemerkt. Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass was wir in Epheser 4, Vers 26 lesen, das sagt, wenn die jünd euren, dann sorgt so, dass die jünd euer nicht versündigen. Dann sagt er, vereinigt jünd euer, die Sonne ungeht. So euer, wenn wir schlimm sind, wenn wir was haben, einer jeden anderen, wir sollen uns vereinigen, euer, die Sonne ungeht. Euer, der Nacht am einen gehen, das soll wir uns, das probieren, reicht mehr, uns zu vergeben, wenn die Vergebung fehlen wird. Weil es der Feind geprüft, der will hier haben, dass wir sollen dort nicht tauschen, wo wir uns versündigt haben oder Arach getan haben, jeden ans Partner oder was immer. Er will haben, wir sollen schlimm bleiben und dann bis Tag loten, dass wir loten willst. Das, was sein Plan ist, dass wir sollen uns nicht leiden können, uns nicht verstehen können, und dass wir sollen uneinig bleiben, einer jeden anderen.
in Johannes 10, Vers 10, dass er den Feind mit einem Stehler vergleicht. Er sagt, ein Stehler, der kann bloß um zu stehlen, zu schlachten, in den Grund zu bringen. So sagt der Achsen gekommen, das Leben zu bringen. Und dass sie das voll abhaben sollen. So der Feind, der muss das stehlen, der will das nicht bringen, der will das in den Grund bringen. Was immer er kann, das hat sein Plan und sein Sinn ist. Über Jesus ist gekommen, das Leben zu geben, dass wir nicht verdorben worden, oder wir wollen das ewige Leben haben und dass wir auch Leben können haben in unserer Einheit. In der Schrift sagt, dass wir sollen wirklich wacker sein, wir sollen aufmerksam sein, was da angehen wird. Willst du jener, der bei sich findet, schlägt sich rum aus dem brallenden Leben, und siegt nur wem, den er verrieten kann. So wie kann das sein, Petrus sagt hier in 1. Petrus 4, Vers 8, dass der siegt sogar, der ist immer Rahmen siegt, der wem er kann verrieten. Kriegst das ein Leben, wenn wir Leben beobachten, dann müssen wir wissen, wo die arbeiten, der schlägt sich rum, zu sein, wem er kann, wo er was kann gerieten, was er will abfrieren. Und dabei muss sich schlecken, er kann nicht bis ganz proben, wild in Lüd rangehen und sich proben, was die gerieten. Er muss sich schlecken, um was die kriegen. Kriegst du das, der Feind, der schlägt sich rum. Der sagt, der kommt rum, sagt, ich will kommen, die eine verrieten und verdorben. Der das ganz leer kommt da an und probt das zu merken, was von der Important seines Schuld ist, wo dann zuerst ist das Erste, wo das über die Schuld ist, dass wir uns einer den anderen beschuldigen tun. Ab so einem Bereich probt er uns zu verrieten. Und so, wir sollen wacker bleiben, klar an unsere Gedanken haben, am Checken sein, von wo das wirklich herkommt, worum das Arü hier ist in unserer Familie, in unserer Ehe. So wie man das morgen, dass der Feind ist uns Gegner. Wie dann nach mir, wenn wir mit Lied arbeiten, dann sich einer den anderen erst dann sagen, wir sollten proben, wie ein Partner verbieten, dann checken, von wo das herkommt. Von wo kommt das her, wo das sich so viel Uneinigkeit in ihr Leben ist. Sie wollen checken, das ist der Feind, das ist der Jener, nicht den Partner, das ist nicht der Jener. Das sagt hier, der Feind, der ist der Jener. Das ist der, was uns mehr und das tun, was er will haben, um uns proben zu verdorben. So, er will haben, dass wir sollen einmal einer den anderen beschuldigen. Einmal uns Partner die Schuld geben. Aber der Feind ist der Jener, das ist der, was er probt zu verdorben und nicht zu bringen. So, das ist, woran wir sollen das beobachten, wir sollen klar und wacker sein, von wo das herkommt, woran wir uns einig sind, dass wir uns nicht einigen sein, dass das von den Feind kommt. Und dort brauchen wir wirklich, wir brauchen Gott seine Hilfe. Wir brauchen Gott seine Hilfe, um diesen Kampf zu kämpfen. Und an sie eine Kraft, an sie eine Macht, dann können wir nicht siegen, dann können wir nicht Sieger sein in diesem Kampf. Aber mit Gott seine Kraft können wir das tun. Epheser 6, Vers 10 sagt, Tolatz sorgt dafür, dass die stark werden durch die Kraft, die der Herr gibt. Also ich glaube oftmals, dass unsere eine Kraft, wir brauchen das trägt mehr an ein Fertigbegen oder etwas, was in unsere eine Kraft, wo wir das haben, wir können tun. Wir haben nicht die Kraft, das zu tun. Deswegen sagt er, wir sollen stark sein durch die Kraft, die Herr uns gibt. Und dann sagt der Vers 11, leg je dat geschar ab, dat Gott für jünd reit hat. Dat je bestehen kann, wann der bei sich Feind jünd angreift. Und das lebt erst jeden Tag merken wir, dass der Feind kommt an verschiedene Wege. So deswegen sollen wir zu aller Zeit, wir sollen uns das Geschar abtragen, oder antragen, dass wir jeden den Feind stehen. Und ich glaube, das kriegst du nötig, als wenn wir in Samaria in den Bad stehen und unsere Kleider antragen, kriegst du nötig, oder vielleicht noch neuer ist, dass wir uns das Geschar Samarias antragen und reit sein, jeden den Feind zu gehen, wenn der ankommt. Wenn der uns will proben zu verdorben, zu vernichten, uns proben uneinig zu merken, einer jeden den anderen. So, woran brauchen wir die Kraft? Wir kämpfen nicht jeden Fleisch und Blut, sagt Vers 12. Wir haben nicht nur jeden Fleisch und Blut zu kämpfen, aber jeden gewollte böse Geister von der Himmelswelten. Und mit Gewollten und Herrschaften von Düstern, die über diese Welt herrschen. So dass nicht Mensch gegen Mensch, wir kämpfen gegen böse Geister. Das würden wir seine Hilfe brauchen, zu aller Zeit.
So, wir brauchen Gott seine Gewehren. Wir brauchen es sehr nötig, dass wir Gott seine Gewehren nehmen und der Herr uns anbieten wird. Dass wir uns für das ganze Jahr abtragen, dass Gott für uns Reit hat. Dass wir können bestehen. Und ich glaube, uns fehlt das wirklich. Zu alle Tiden, jeden Tag. Und ich glaube, was noch sehr nötig ist, wenn ein paar sich uneinig sind und die können sich nicht vereinigen, ich glaube, was dann fehlt, das ist, dass sie dort tauschen, wo sie Arach gegangen sind, wo sie was Arach getan haben, und sich demütigen und Frauen nur Verzeihung. Einmal dann sagen sie vielleicht, na jo, ich sei bloß sorry, was ich getan habe, und gehen davon. Ich glaube, einmal muss es sorry sein, dass von der und Tag auf Englisch würde sein, watered down. Sei, na jo, ich sage sorry. Aber bei uns in der Wirklichkeit gut gewesen, dass sie Leute sind, haben, die hat über ihre, wo sie sich verschuldigt haben. Und das, was wir machen tun. Wir machen das wissen, dass wir ein Leid haben für das, was wir auch getan haben, und dann Frauen eine Verzeihung. Das, was mein Wunsch und Gebet will sein für uns alle, wenn wir Probleme haben in unserer Ehe. Ich weiß, wir haben viele Ehe hier in der Kirche, was sagen, go down, aber wir hören noch von vielen, was nicht so go down. So, was ich glaube, viel, das ganz Nötigste ist, dass wir uns wollen demütigen in der Tausch tun, wo wir auch gegangen sind, und dann Frauen eine Verzeihung. Zu alle Tiden. Und bereit sind, uns zu vergeben. Und so vergeben, als Christus uns vergeben hat. So, das wird mein Wunsch und Gebet ist, dass wir wollen dort annehmen, was Gott sein wird uns sagen wird und wiesen wird, was wir zu tun haben, zu alle Tiden. Und dass wir eine Eiheit haben, was Gott kann sehen, und dass wir können sehen sind zu anderen. Darf noch zum Schluss beten. Gott, himmlischer Vater, ich komme für dich und ich danke dir, Herr, dass wir können sein, der Eiheit, dass du uns mit gesehen hast, dass die kann gut sein. Wir können gut leben, wenn wir uns einigen tun, wenn wir wollen, uns Hand zu geben, einer zum anderen, und wollen uns zu nehmen als ein Helfer, dass du in dir recht hast, dass wir sollen sein, dass wir sollen ein Helfer sein, einer für den anderen. Und da steht einer je in den anderen gehen. Ich danke dir, Gott, dass du hast uns gesehen mit einem Ehepartner. Ich bete, dass wir wollen wollen sein, wenn du anfrieden an unsere Ehe nachkommen, dass wir wollen sein, dort zu stehen, und dass wir uns für die Mädchen und Frauen eine Vergebung in der Tausch tun, wo wir an Arach wohnen. Dankeschön, Herr, für die Ehe. Und ich bete, dass du jedem einer, all day, wo immer dann Probleme sind in der Ehe, dass du die beschützen und beleiden, und dass du den Feind bringen in ihrer Macht, dass sie können abbrechen, trüht, euer Leben haben, und dass die ganze Familie kann gesehen sein dadurch. Und ich danke dir noch einmal, Herr, für den Rot, was wir in dem Wort haben, wo wir uns können rechten, wo wir zu leben haben, einer jeden anderen. In den Namen bete ich dir mit Danksagung. Amen.